Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli und der Frank. Lieber Uli, was ist heute bei uns? Heute ist Eisenbahntag. Naja, auch. Heute ist Brückentag, aber leider ohne Feiertag. Denn wir besprechen heute eine der insgesamt 8 Kölner Brücken. Und wie immer an meiner Seite der Uli Maffay aus Kölle. Und der summt schon leise seinen Megasong. Über 8 Brücken musst du gehen. 8 Sessionen musst du überstehen. Denn dann wirst du der Tünnes sein. Und alle in Kölle stimmen ein. Ach, hör mal, das hast du so schön gesagt. Ich habe ein kleines Tränchen. Mir gegenüber sitzt Lukas, der Lokomotivführer, der erste Mann, der täglich 30 Mal über die Südbrücke hin und her gefahren ist. Und noch einen ganz großen Gruß an dieser Stelle an den einzigen Mann, den wir beide persönlich kennen, der sich wirklich mit Brücken auskennt, nämlich Der Marc. Der Marc. Hallo Marc, du hörst diese Folge besser nicht so ganz genau hin. Und wenn, dann erzählst nur uns und keinem anderen. Ne? Ja, genau. Also, um welche Brücke geht es denn heute? Und da gibt's übrigens einen Liedtext, das ist wesentlich besser. Das kannst du bitte rezitieren. Ich kann das Wort schon gar nicht raus. 3 Bier und es ist vorbei. Prost. Mach. Weiter. Ja, gut. Es ist ein Text von Bab, von Wolfgang Niedecken, und es geht heute um die Südbrücke, muss man mal aufklären, hat er immer noch nicht gesagt. Es geht um die Südbrücke, meines Erachtens nach nicht die schönste Brücke, aber eine besonders wichtige Brücke, weil man kann nämlich mit dem Fahrrad drüber reden wir gleich noch. Niedecken auf jeden Fall hat getextet in dem schönen Lied mit Wolke Schwade. Ob der Südbrück stonn ich oft Stunde, immer wieder lurig der Möwe und der Schleppkenner, lass mich Gedanke frei. Und das funktioniert tatsächlich, wenn man auf der Südbrücke steht. Es ist eigentlich ganz schön, die Schiffe fahren unter einem her und wenn dann diese schweren Güterzüge da drüber rappeln, wackelt das ganze Ding auch und das ist irgendwie, hat das was Gemütliches an der Stelle, ne? Allerdings, man kommt nicht so ohne weiteres drauf. Es gibt nämlich, also die Züge kommen schon drauf, aber als Fußgänger oder Fahrradfahrer ist das ein bisschen mühsam. Es gibt keine Rampe, sondern man muss sein Fahrrad rauftragen. Und die Schlauschlümpfe, die jetzt kommen, ja, der war so ein komisches Blechding. Ja, kannst vergessen. Da kannst du das Fahrrad raufschieben über so eine Blechschiene, ist aber totaler Driss. Also das ist total unpraktisch. Du schleppst dein Fahrrad da irgendwie 3, 4 Stockwerke hoch, also fährst drüber und schleppst wieder runter. Mir macht das nichts aus. Ja, wann bist du das letzte Mal drüber gefahren? Weißt du? Da war ich 12. Ja. Mit dem BMX-Rad. Also das ist schon echt ein bisschen ätzend. Allerdings, wenn man dann oben steht, ist es wirklich schön. Es wackelt alles ein bisschen, hat was. Weniger schön ist der Zustand der Südbrücke. Die ist ein bisschen, naja, soll man sagen, runtergekommen. Da ist eigentlich alles abgefuckt. Das Ding ist von oben bis unten versprayt und es ist auch Heimat von mehreren Obdachlosen. Nichts gegen die Obdachlosen, aber die pflegen die Brücke jetzt auch nicht wirklich, ne? Stadtkonservator Ulrich Krings sagte, die Südbrücke ist richtig versaut. Die ist ein Objekt von Schmierereien von oben bis unten. Ich sag Street Art. Aber hässliche Street Art. Ja, mag ja sein, aber trotzdem Street Art. Und wenn Banksy da was sprayen würde, würde keiner finden. Lieber Banksy, falls du das hörst, komm vorbei, wir laden dich ein. Spray die Südbrücke von oben bis unten zu, ich helfe dir. So, bevor der aber kommt, mal schnell den Steckbrief der Südbrücke. Länge 368 Meter, Breite 10 Meter und 34. Baubeginn Nummer 1 1906 und nochmal 1946. Fertigstellung 1910, provisorisch Mai 46, endgültig 1950. Eröffnung 5. April 1910 oder aber 1. Oktober 1950. Man kann sich jetzt irgendwas aussuchen. Du guckst schon wieder so skeptisch, aber das ist einfach Fakt. Die Südbrücke ist Teil der grundsätzlichen Erneuerung der Kölner Bahnverkehrs ab etwa 1906. Die damalige Dombrücke war, wie heute die Hohenzollernbrücke, hoffnungslos überlastet. Um den wachsenden Bedürfnissen des Bahnverkehrs gerecht zu werden, entstanden neue Eisenbahnringe um unsere schöne Stadt. Auch die Dombrücke wurde mit dem Schwerpunkt Personenverkehr erneuert. So entstand im Jahre 1911 die Hohenzollernbrücke zum Beispiel. Die Südbrücke hingegen wurde hauptsächlich für den Güterverkehr konzipiert. Was ist da leider 1906 mal passiert, lieber Uli? Also 1906 ist noch nicht so viel passiert, hat man angefangen zu bauen. Allerdings
2 Jahre nach Baubeginn war was nicht ganz so lustig ist. Es gab ein großes, schweres Baugerüst, was eingestürzt ist. Und es sind tatsächlich 40 Arbeiter während dieses Unfalls in den Rhein reingeflogen. Das Ergebnis: 8 Tote, 14 Verletzte, was natürlich schon dramatisch ist, weil das hat auch die Bauarbeiten an der Brücke massiv verzögert. 1909 war man dann erst fertig und so konnten dann auch 1910 die ersten Züge drüber fahren. Welches architektonische Überraschungen bietet denn unsere schöne Südbrücke, die so beschmiert ist, lieber Uli? Weißt du das? Da muss man sich so ein bisschen in die Ästhetik des frühen 20. Jahrhunderts zurückversetzen. Man hat damals tatsächlich reine Stahlbauten als nicht schön empfunden, als nicht ästhetisch gefunden und hat diese reinen Stahlbauten, und das ist die Brücke, eigentlich ein reiner Stahlbau, noch verziert mit entsprechenden Steinbauten, mit einem Türmchen hier und einem Aufgang hier und sonst irgendwie sowas. Und erst dann fand man sowas schön. Und diese Brückentürme, die man da gebaut hat, wo heute übrigens die Obdachlosen dann öfters lagern, die hatten auch eine rein praktische Funktion. Es wurden tatsächlich in den Brückentürmen Waffen gelagert, weil man wollte gewappnet sein, wenn wer kommt. Die Franzosen. Und wenn die Franzosen sich Köln bemächtigt hätten und sich an die Brücken gekümmert hätten, dann hätten wir unsere Schwerter, Musketen und Pickelhauben rausgezogen vom 2. Etage und hätten jeden französischen Angriff abgewehrt. Und wenn die mit dem Fahrrad gekommen wären, hätten wir sowieso gewonnen. Genau, die wären nie darauf gekommen. Keine Chance. Aber genau das sollte der Südbrücke im Zweiten Weltkrieg natürlich zum Verhängnis werden, weil Bombentreffer im Jahr 45, im Januar 45, zerstörten wesentliche Teile der Südbrücke. Die im Rhein liegenden Brückenteile, insbesondere der etwa 160 Meter lange Mittelteil, waren ein erhebliches Hindernis, natürlich für den Schiffsverkehr, was sonst, und wurden daher mal gesprengt. Im Mai 46 war ein zunächst nur eingleisiger Verkehr auf der Brücke möglich. Erst ab dem 1. Oktober 1950 konnte die Brücke wieder vollständig genutzt werden. Allerdings wurden Steine der massiven Brückentürme für den Wiederaufbau verwendet. Der aufwendige Schmuck wurde nicht wiederhergestellt. Die Brückentürme wurden nur noch mit Flachdächern gedeckt. Das sieht man ja in der ganzen Stadt. Ja, man hat das billig und schnell wieder alles zurechtgefummelt. Ne? Ja, und so führte der Weg nach unten auf der rechtsrheinischen Seite durch die begehbaren Brückentürme, die jetzt verschandelt sind durch hässliche Graffitis oder hochwertige Street Art. Auch hier gilt keine Rampe. Ne? Da sagte der Uli. Also auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Liebe Stadt, wenn ihr das hört, auf beiden Seiten keine Rampe. Mark, hört zu, keine Rampe. Aber ist ja auch gerecht, ne? Stell mal vor, links rein nicht keine Rampe, auf der anderen Seite eine Rampe. Ich würde jede Rampe nehmen dafür, ist mir egal. Ja, was fordern denn alle Radfahrer dieser Stadt jedes Jahr? Komischerweise eine Rampe. Das heißt, lasst uns doch das Ding vernünftig fahrradtüchtig machen, damit wir nicht unseren Fahrrad immer da raufschleppen müssen. Das ist ätzend. Allerdings, das Problem ist, die Bahn, und der gehört immerhin die Brücke, die haben überhaupt kein Interesse an irgendwelchen Rad- und Fußwegen. Und ehrlicherweise, jetzt wo man aktuell hört, was bei der Bahn los ist, haben die auch, glaube ich, ganz andere Baustellen, als sich um Rad- und Fußwege zu kümmern. Ne? Die Fußwege, die an der Brücke dran sind und die Radwege, die sind eigentlich nur durch die Stadt errichtet worden. Und die Stadt ist auch zuständig für diese Fahrrad- und Fußwege. Und was haben wir? Nix. Ja, Chaos. Wie immer, ne? Natürlich ist keine Sau am Ende irgendwie zuständig. Die Bahn nicht wirklich, die Stadt nicht wirklich. Also große Katastrophe. Aber es gibt Hoffnung. Es keimt Hoffnung auf in dieser Stadt. Ach, die Südbrücke wird ein wichtiger Teil der neuen S-Bahn-Rings rund um unsere Stadt. Und das, so der ehemalige Stadtkonservator Krings im Kölner Stadtanzeiger, wäre die ideale Gelegenheit, sie aus ihrem Dämmerzustand zu lösen. Was sagen wir denn? Wird das was? Ja, aber wir erleben das nicht mehr. Das ist ein Problem. Unser Tontechniker, unser vollkommen überbezahlter Tontechniker, der ist ja wesentlich jünger. Der hat noch eine Chance, das zu genießen, wir beide nicht mehr. Das stimmt, ja. Deswegen. Eine Frage bleibt. Okay. Welches ist die schönste Brücke, die wir in Köln haben? Also meine Lieblingsbrücke rein von der Ästhetik her ist die Severinsbrücke. Mit dem einen Pylon, ich finde die am wunderschönsten. Was meinst du, Yannick? Ja, doch, da würde ich mitgehen. Severinsbrücke, ja. Ja, auch wenn langweilig ist, ja. Ja, ne? Ja.
Ist so, oder? Ja, also alle sagen dasselbe, aber da haben wir auch mal eine schöne Folge drüber gemacht. Über die Severnsbrücke. Hört die mal an, wo angeblich noch Leichen im Fundament liegen. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank. Ja. Es war schön mit euch. Nochmal einen ganz großen Gruß an den Marc, unseren einzigen Brückenbaumann, den wir wirklich kennen. Und bitte vergebe uns. Genau, hau uns nicht. Macht Idiot, wir hören uns nächste Woche wieder. Und tschüss. Tschüss zusammen. Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.